Die wollen selbstständig sein, die Katalanen hier. Ich finde es gut. Und ja, ich finde es sehr gut von denen. Finde ich es gar nicht verkehrt, wenn es Leute gibt, die sagen, wir wollen aber auch unabhängig sein und wir wollen nicht da in diesem großen Europa verschluckt werden. Pep Guardiola hat es erwähnt, ja. Dass er dafür wäre, dass er das unterstützen würde. Da weiß ich zu wenig, kann ich mir nicht zu äußern. Versuche ich das zu verstehen, dass man als Katalane vielleicht unabhängig sein möchte. Für Gesamteuropa finde ich es schwierig, wenn so das auseinanderbricht. Ja, ja, ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil die haben doch schon einen gewissen Unterschied in der Sprache und der Kultur und so weiter. Also die fühlen sich quasi wie so ein kleines Land im Land. Also ich kann schon die Leute sehr gut verstehen. Und wirtschaftlich geht es denen natürlich auch ganz gut. Und ich kann schon nachvollziehen, dass die Leute nicht diese Last sozusagen vom gesamten Land mittragen wollen, sondern das auskosten wollen, was sie selbst verdienen quasi. Ne? Finde ich okay, ja. Bin ich auch dafür, ja. Sehr zwiespältig. Zum einen zu verstehen, dass vielleicht Katalonien sich selbstständig machen will. Andererseits Verlust für Spanien und ist die Frage, ob Spanien ohne Katalonien überleben kann. Ja, so viel verstehe ich jetzt auch nicht davon, aber finde ich jetzt nicht schlecht, so dass die so eigen sein wollen. Und ja. Ich habe davon jetzt noch nicht so viel gehört, aber also ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, wenn die ihre eigene Region haben wollen. Ja, wenn sie unabhängig sein wollen, können sie es ja gerne sein. Also, so viel gehört. Ja, ist klar, weil denen viel Geld verloren geht. Das ist klar, das wollen die nicht. Dann würde ich sagen, das spricht ja gegen demokratische Prinzipien. Klingt erstmal verfassungskonform. Schwierig. Ich glaube, ich finde es okay. Dass es kein offizielles Referendum war, ist das richtig? Wusste ich gar nicht. Also ich habe das so in den Medien verfolgt, als wäre das eine offizielle Abstimmung gewesen. Ich kann also den Standpunkt auch nachvollziehen, weil rechtlich gehört man zu einem Land und die Gesetze sollen auch funktionieren. Es kann nicht irgendwie jede Republik, so wie jedes Bundesland in Deutschland sagen, okay, wir wollen jetzt unabhängig sein und dann von heute auf morgen einfach sich abspalten. Würde ich mich auch komisch fühlen. Aber das ist natürlich immer so eine Frage, ja, zu welchen Gunsten passiert das? Ne? Man kann auch Gesetze immer zugunsten ändern bzw. nicht ändern. Völlig nachvollziehbar aus der Sicht Spaniens. Was ich darüber denke, ja, es ist schwierig. Wenn sich aber Katalonien wirklich abspalten will, dann werden sie es auch tun irgendwann. Und dann ist es auch wahrscheinlich egal, was Spanien dazu sagt, ob es offiziell ist oder nicht. Sagen, das ist warum nicht? Das ist ja gut, die haben ja eine freie Wahl gehabt und das Volk hat abgestimmt. Man soll die Katalanen schon unterstützen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sollten die unterstützen, weil bei uns in Kosovo war das auch so. Und deswegen, wir wurden dann auch unabhängig. Ja, ich sag mal, Deutschland, also für meine persönliche Meinung hat Deutschland eigentlich in diese Angelegenheit nicht wirklich einzumischen. Ich kann nachvollziehen, dass in Europa alles mitentscheidet, jedes europäische Land, aber das ist wirklich die Angelegenheit, die intern geregelt werden sollte. Ja, alles ein demokratisches Land, ja. Muss ich unterstützen. Ja. Das ist noch eine schwierigere Frage, die kann ich gar nicht beantworten, aber wahrscheinlich kann Deutschland gar nicht unterstützen bei solchen Unabhängigkeitsvordringen, die man so hat. Ich glaube, da muss sich Deutschland im Hintergrund halten, wie wahrscheinlich die ganze EU. Allein aus politischen Gründen. Ob man das aus anderen Gründen vielleicht tun könnte, ist was anderes, aber ich denke nicht, dass das diplomatisch möglich ist.